Freunde, wir sind an der Ludisches. Hier hinter mir ist der Eingang. Ich glaube, das ist schon unser erster Vlog, oder Tino? Ja. Das musst du reinschneiden. Ja. Jedenfalls. Wir gehen jetzt gerne mal rein, schauen das ganze Ding mal an. Es sollten, glaube ich, 60 Spiele sein insgesamt, soviel ich weiß. Also, let's go! Ja, wo ist Minecraft? Wenn es um Bier geht, sind sie wieder dabei, ja? Jay, hast du gern Bier? Ja. Sicher. Ich würde gerne die Kinder versuchen, dass sie spielen kann. A few moments later. Hat nicht funktioniert. Schade. Ich bin zu wenig gruselig. Mein erster Eindruck ist, dass es mega viele Games gibt, die eigentlich eine viel zu kleine Plattform haben. Für das, wie sie produziert werden, wie die Leute wirklich mit Effort dahinter sind. Sie sind alle mega motiviert vor allem. Also von den Leuten auch an den Ständen und so. Also, ich glaube, es wird nicht schlecht. Wir gehen jetzt essen. Wir gehen zu essen. Wir haben Fetthunger. Hunger! Oh, wunderbar. Wunderbar. Hallo Schorschli. Nudler. Yeah. Ich würde sehr gerne mal das Chili vom Tony kosten. Yeah. Also nur das jetzt sind wir an Langstrache. Da mal was gehst du schauen? Was gehst du schauen, Roman? Das ist doch in die Kamera sagen, Roman. Fucking Roberto Blanco, was? Freunde, wir haben hier den Tim Serafin. Hat übrigens erstmal vorweg einen richtig nice Insta-Account und zwar du zeichnest easy gern, gell? Mhm. Ja, genau. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wieso haben wir jetzt den Tim da neben mir? Das ist niemand geringer als der Mitmacher, also wir sind ja das Zweite, oder? Genau. Mit dem Aaron zusammen. Ja. Und der Macher von Boomerang. Ihr wisst noch, das Spiel. Warte, jetzt Stream gesehen haben. Schau, jetzt machen wir so. Jetzt Einschnitt vom Spiel. Und blöde. Schau, Was? immer so auf! Was? Schau, wie er jetzt wieder geht. Oh! Jetzt Einschnitt draussen. Und wieso Boomerang? Wie kommst du drauf, dass du mit Boomerang also ist das so dein Hobby, gehst du so zu Zürich im Park Genau. so... Ich mache es eigentlich meistens in der Bahnhofshalle. Nein, aber das Ganze hat eigentlich angefangen mit einem Atari-Spiel. Das war eigentlich so unsere Inspirationsquelle gewesen. Ja. Und dort, das war so ein Filmspiel gewesen, mega alt. Und dort hat es so eine Boomerang-Mechanik gehabt, die wir dann wie übernommen haben und das ausgemacht haben. Ja. Ah, nice, Ja, nice. voll. Also, Ja. ihr werdet es sicher noch öfters bei uns auf dem Channel sehen, weil wir feiern es heftig. Aber ich möchte dich gleich noch auf etwas anderes ansprechen. Du bist jetzt da am Ludisches, aber Genau. nicht mit Boomerang. Mit was bist du Ja. Ich bin da mit Henry, wie man da schön sieht. dem Badge. Ja, Mann. Genau. Und im Henry geht es eigentlich darum, dass man die Oberhälfte von einem Kopf spielt. Und der Kopf hat so ein bisschen eine Identitätskrise und kann sich in alles verwandeln, was er will. Also du kannst ein Stuhl sein, du kannst ein Äpfel sein, eine Banane, ein Kühlschrank. Und du Ein kannst so Kühlschrank. mit dem experimentieren und ja. Ja, was willst du den Leuten noch sagen? Sollen sie entweder Henry oder Boomerang kaufen? Natürlich beides. Beides natürlich. Beides. Was für eine Frage.
Ja, genau, wir sind hier am Ludicious, kommen das nächste Mal auch vorbei. Es ist super. Definitiv. Und voll, ja, ich freue mich auf den nächsten Stream. Definitiv. Das Und, wird und jetzt sehen wir, wie wir eben genau, wie heißt Henry, werden spielen. Oh Check it yeah. out. Hey, Stendo, ich habe gehört. Bist du am Aufnehmen? Ich habe gehört, Super Mario World ist mega einfach. Ja, voll. It's voll geil. Jo, ist halt 1:1, wie wenn an ein Event kommt von uns. Das war auf dem Weg auch von unserem Vlog von der Ludicious hier in Zürich. Es ist ein nices Event, ich hätte nicht gedacht, dass es so geil wird. Wir haben insgesamt etwa sicher 10-15 Spiele angespielt. Darunter hat es wirklich auch Sachen gehabt, die definitiv Streaming-Potenzial haben. Die Schweizer Delegation war mega hype dran gewesen. Also ich bin voll verschrocken, was da überall schon gibt an Spiel. Und ja, die Schweizer Szene wächst. Und in dem Sinn, wie immer, ihr wisst, wie es läuft, erstmal der Bauch. Und dann der Working Class out.